Goedemorgen. Ik begrüße jullie in naam Jesu van onze Marius Wara. En mij vreet het ook waar dat we daarvan hier ons stad verzamelen, om God zijn woord te horen, te zijn wat God voor ons van onze Marius heeft. En dat is goed dat we ons stad verzamelen kunnen als God zijn kinderen, als God zijn familie. En wat ik van jou wel van reden als van de arbeid voor God. God zijn arbeider. Ik dacht van deze morgen aan de boodschap wat ik me had gemerkt en hoeveel verschillende arbeider in de kerk zijn, in de gemeente, wat er schaffen doen, wat er deelnemen doen aan God zijn gemeente opbouwen, de kerk op te bouwen. En dat braucht zoveel verschillende helper. En jedem een zijn part wat er doen, is zo wichtig als de nächsten sind. So, voetst am Anfang an, wenn wir hineinkommen down und sind in eine Gruppe, was uns begreifen down, was uns nanloten down und begreifen jedem ein. Und wir haben die Ushers, was die Tragwiesen down, und die Gesangslehrer, was das anfangen down. Und das sind alle sehr wichtige Dinge, was da sind in dem Dienst für den Herrn. So, und das zu tun, sagen wir Gott seine Mitarbeiter. Das ist der Titel, was ich mir gewählt habe für die Botschaft von uns Marius. Das ist 1. Korinther 3, Vers 9. Sagt Paulus, dass wir sind Gott seine Mitarbeiter. Und das ist ein gutes Ding zu betrachten, daran zu denken, dass wir sind Gott seine Mitarbeiter. In Vers 8 sagt das, 1. Korinther 3, Vers 8 sagt das, zwischen denen, die du planten dat und denen, die du jäten dat, ist kein Unterschied. Gott wird in jedem ein Dunne belohnen, als er gearbeitet hat. So einmal dann checken wir verschiedene Dinge, was da angehen, in der Kirche, verschiedene Dinge. Und dann checken wir vielleicht so an, der Ariana, der ist Hecher ausakte, der Meier ausakte, das ist Meier wird, das ist vielleicht da. Aber Paulus sagt hier, das ist ein Don't. Und jeder einer, der eine Arbeit hat für den Herrn, dunno, was Gott gegeben hat zu tun, als glicken viel wird. Und don't, was der tun. Eins geht planten, und der andere dann jäten. Eins geht beten, und wie kann das, wo das von der sein kann, was der Chef sein wird, von planten und jäten, was der Unterschied ist. Wir haben ein paar Briefe in dem Neuen Testament, was Apostel Paulus hat geschrieben an die Korinther. Und ich will von der noch viel Zeit, wo ich nehme in den 1. Korintherbrief, vielleicht meistens in das 3. Kapitel. Ich habe lesen von der Gemeinde, was da nur hier, nur wenn dort lesen, dort studieren, das hielt sich das von dieser Gemeinde nicht sehr erwachsen, die nicht sehr teilnehmen. Paulus hat dort so gestritten, man diese glaubende Menschen, die das zum Glauben kommen, aber Lothar dann kam, war manch da und er sagt, er kann auch immer nicht mit denen wirklich so reden als zu Christen. In jährlicher Weise nur, so wir noch so Kenia. Wenn wir nur 1. Korinther 3, Vers 1 checken, dass du sagst, Paulus ist das, liebe Brüder, er nannte hier Brüder, so was du hier, das sind all Glaubende. Er nannte all seine Brüder. Sagt er, ich könnte nicht so reden als jährliche Menschen, aber so als fleischliche. So heißt es, ich könnte nicht so, das ist past tense, das ist was er hat könnte nicht zu dieses dort reden. Er sagt, aber als der anwendende Kinder, also anweitende Kinder in Christus. So heißt es, das wären eine Gruppe hier, die all zum Glauben gekommen wären, aber wirklich, als er kein Mal mit dem reden, oder die geistlich abbühen, sondern er können mit denen nach Gott so reden, als die geistliche Christen, über Moses anweitende Kinder. Er sagt, Vers 2, ich gebe euch Mahl zu trinken, und nicht starke Kost, die wären noch nicht reif dafür. So heißt es, today sind wir noch nicht reif dafür, dass sie können starke Kost verdrehen. Er muss dann noch ganz einfach das niegeborene Christen Mahl geben zu trinken. Das ist Kinder. Sie werden noch anweitende Kinder. Also ich gebe euch Mahl zu trinken und nicht starke Kost. So da wird hier, und sie haben hier noch in der Wirklichkeit Gott sehr gewassen. Sie haben das Wort angenommen, sie haben wieder zum Glauben gekommen, aber nun sie werden nach Krieg sozusagen durch, als wo sie erst am Anfang gewassen werden. Und da wir nach Mankert, wenn wir das studieren wollen, wir wollen noch mal davon lesen, das sagt, dass wir noch viel Fleischliches in ihr Leben, wo sie andenken, wo sie abbühen, da wir eine Streiterie und so weiter her, und Aufgangsmankert und all so weiter her, was da noch in ihrer Mad wir. Also Vers 3, je sind noch fleischlich, noch so, noch tosa eine jüne Nusik nur, also tosa eckig gesandt. Wenn die noch so leicht aufgänstig sind und jün zanken, dann meint dort, dass die noch fleischlich sind in
nu jene oude natuur leven deiden. So hij zei, dat lijkt nog te zeer nu de oude natuur, wo ze eerst gewas vieren, zo ze gewas vieren. Dat is wo nog helemaal nu handelen deed, zegt Paulus ja te eind. En ze hadden het zo te houden, nou zo dat they een beetje kijken nu wat van de arbeider door in de gemeente vieren, dat ze nu vallen, want ze een allerlei gelijk deden is den anderen, dan vallen ze die persoon nu. So dat we nog nou zo den wat gezien, en dat we doen nu, we ze allerlei gleichen deden als den anderen, so wie als Joachim, Deiner und so weiter. Und das sagt in der Vers 4, sagt, während, wenn einer sagt, ich hol dort mit Paulus, so er hält Paulus in der Lehre, und der andere sagt, ich hol dort mit Apollos. Sei ihr da nicht noch fleischlich, sagt er, wenn Jesus das gesagt sind, Paulus wird einer, was in der Gemeinde schaffen hat, er hat das Wort gesät, er hat das geplant, und Apollos wird ein Mitarbeiter mit Paulus, er hat das geiten, er wird das, was du geiten hat. So, und sie haben über das holen sie den $1 nur fallen als den anderen. So, sie werden nach Mitte gespult zwischen, was sie wirklich leben haben. Und auch wenn wir trägen nur, auch in das erste Kapitel, in 1. Korinther, ich habe auch gelesen von Paulus sagen, dass sie verschiedene Leder herangehen haben, und nur fallen haben, und hielten sich alle an ein aus den nächsten. Also, was ich meine, ist das, dass man könnte, einer sagt, ich hol dort mit Paulus, der andere, ich hol dort mit Apollos, und der andere, ich hol dort mit Kephas, Petrus, also das ist Petrus. Und der nächste, ich hol dort mit Christus. So hier werden verschiedene Dinge, die hier abgerichtet sind, wo wir von reden, die werden so eine der hat nicht also zu holen, dass sie gegen Christus in der Lehre nur. Und das ist, was das auch soll sein. Aber der andere, die hielten sich auf verschiedene Menschen, auf ihre Arbeit, was sie deuten. Und das werden alles Gott seine Deiner, die schaffen alle, und das selbe Werk, die schaffen in der Kirche, die dort, was Gott entgegeben hat, zu tun, aber sie hielten sich alle an ein aus den nächsten. Und das ist oftmals, wo die Spaltung passiert, in der Kirche, wenn Menschen sich wählen, wem sie wollen nur fallen, dass sie $1 wollen nur fallen, oder nur fallen aus den nächsten. Das werden Gott seine Deiner, was hier abgerichtet sind. Und die spielten verschiedene Rollen in der Gemeinde vielleicht, so in verschiedene Arbeiten, kriegst du es wie von der und da hochkommen. Wir haben verschiedene in der Gemeinde, was die verschiedene Rollen spielen, dann, um die Kirche abzubauen, und so wie das hier dann auch zu der Zeit. Und dann sagt er, wer ist Apollos? Vers 5. Und wer ist Paulus? Er sagt, dort sind Deiner, die zum Glauben gekommen sind. Und jeder von den beiden, der dort wurde Gott am Gelegenheit gegeben. So er sagt, das ist besonders, was er hier abreden, der Paulus und Apollos, die tun die Arbeit, was Gott entgegeben hat, zu tun. So das sind alle beide Gott seine Arbeiter. In Vers 6 sagt er, ich deed planten, das ist Paul, er deed was er planten deed. Aber Apollos geht dort weiter. Aber Gott mögt dort wachsen. So hier sind 3 verschiedene Dinge, was hier abgerichtet sind. Einer, der dort planten, und der nächste, der dort wutern. Aber wer dort im Wachsen merken, der ist das ganz Wichtigste, und dort ist Gott. So dort ist, wo wir Mitarbeiter sind mit Gott. Die, was in der Gemeinde schaffen, und verschiedene Dinge, was in der Gemeinde angehen, dort sind alle Dinge, was Gott entgegeben hat, zu tun, was wichtig sind, nötig sind, aber nicht eine Arbeit als Hecher oder welcher aus der nächsten Sinne. Ich glaube, wir müssen vorsichtig, kriegst du von der und da hoch sein, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht glauben, dass Jan seine Arbeit als viel mehr wird, als der Arbeit, was ich tue. Wenn Gott uns gegeben hat, was zu tun, dann sollen wir bloß dort sein, gehorsam sein, dort tun, was er uns gegeben hat, zu tun. Das ist alle gleichen viel wert, sagt Paulus. Was das ganz Wichtigste ist, ist dort, was Gott tut. Gott merkt dort am Wasser, was da passiert in der Gemeinde. Dort ist das Wichtigste. In Paulus erklärt den seine Anstellung, aber was er sich sagen, dass er ist ein sehr geringer, einfacher Diener. Er braucht nicht, er hat total das eins und andere. Er sagt bloß, er hat bloß dort, was Gott an die Jeft hat zu tun, und er hat das nicht mit Hochmut oder mit Hochgewicht und so weiter. Er sagt in 1. Korinther 2. Kapitel, Vers 1, sagt aus eigenen Jüngheim, Brüder, so hier hat er immer war der Brüder, aus eigenen Jüngheim, jünt Gott seine Geheimnissen weiten zu loten, da er dort nicht mit Hochgewicht und große Weisheit. So heißt er nicht, ich brauche nicht große Wied und viel Weisheit. Ich weiß nicht, es sind noch mal so dort gehen, dass wenn ihr noch mal gewisse Lehrer, Prediger, Tauhörchen, dann spricht sich so, der wählen sich und der segnen sich, der höchste Wied, was sie brauchen, dann Gott sein Wort verkennen, und sie wollen das bis ihrem Kopf.
kan dat ook werkelijk begrijpen. En ik glaube, dat is wat Paulus hier ook wist van eind. Hij zegt, ik wilde mij niet deze huge weer te gebruiken. Hij zegt, ik deed dat niet met huge weer en grote wijsheid. En dan zegt hij nog, ik hield me manken te ver, dat ik zelfs wist als Jezus Christus dat je Christus is. Hij zegt, dit is wat hij zich gewild had, wat hij zich verhouden deed. Zelfs niet, hij moet zich niet te meinen met zichzelf zijn eigen woord. Hij moet zich bloß dort te zijn, wat de oorzaak wird, waarom hij God zijn woord predigen deed, dat wird Jezus Christus bekend maken, dat je Christus is daar. Dat is wat hij zich gewild had te doen. En zelfs niet. Niet meint hij zichzelf hoog te halen oder te meinen. Paulus wird ein sehr kluger Mensch, wenn wir den mit dem Studieren tun, den seine Vergangenheit, den sein Abbringen und so weiter. Er wird ein sehr hochgelehrter, kluger Mensch. In Apostelgeschichte 22, Vers 3 sagt er, ich sie in Jud, in Tarsus, in Cilicia geboren, aber in dieser Stadt bei Gamaliel in der Lehre abgewassen. So Gamaliel wird ein Mann, wie wir mit Luther noch mit mehr von den hören, von dessen wird er gelehrt. Der hat ihm gelehrt. Und er ist in Genève von futterlichen Gesatz belehrt worden. Und wir ewig in Gott seine Sache, die wird so aus hier auch sein. So er sagt, und dort, was er gelehrt hat, erschlich er wird sehr ab, dort nur fallen, was er gelehrt hat. Er hat gelehrt, das Gesatz gelehrt, was das muss, das Gesatz hat löden deut, und er wird sehr dort nur fallen. Dort ist, was sein Hauptpunkt wird in seinem Leben. Hij zegt in Philippa 3, vers 6, zegt Paulus hier steht, ik wil ewig de gemeente vervolgen. En nu de van Gesetz geforderte Gerechtigkeit wie ik fehlerlos. So hij zegt, de arbeid wat ik deed, wat hij dan gedaan had, hij wird ewig dat Gesetz nu te volgen. En dort wat hij geleerd had, hij deed het zo zeer daarop dat hij dat deed, wat dat moest gedaan zijn, hij wird fehlerlos daaraan. En dat wat hij arbeidet, hij haalt zich zo, hij wird sozusagen perfect in de arbeid wat hij dan deed, wo hij hieran nu wird. En deze leer wat hij dan geleerd had, daar hield hij zeer vast aan, dat haalde hij zeer hoog, hij schatst dat zeer hoog. Hij had geleerd van Gamaliel en dat wird een zeer bekender Mensch, een hoog getalter Gesetzlehrer, manche Juden. So die Menschen, die kennen den sehr gut, hij wird sehr bekannt und dat wird een hochgeschätzter Lehrer. Der hat das Gesetz sehr schnell, sehr klar und das hat er lehren deed. So das wat hij von Lehrer wird und dessen hat Paul gehört zu sein Lehrer. Aber nu als Paulus sich zu der Ansicht kam, wie weit in der Geschichte, wo Paulus zu der Ansicht kam, hat die Christen verfolgen, da kam eine neue Lehre ab, wo der Jesus Christus wird, dass er gestorben wird und abgestanden im Himmel gefahren, in den Heiligen Geist geschickt, dass die Menschen nicht mehr brauchten, dass die Gesetzbrauchen so sehr scharf nur zu folgen, dass sie können gerat werden durch den Glauben an Jesus Christus. Und das wird ganz was freischalten, was nicht, und das wird Paulus sehr im Stich legen. Du weißt, dass er die Kirche so sehr verfolgen, er ging die Kirche verfolgen. Aber als er ist am Weg wird, normale Christen verfolgen bei Herr Jesus Christus, als er am Weg nach Damaskus wird, wir sind bekannt mit der Geschichte, als er am Weg durchgehen wird, hält Jesus am ab und da weiß er was er deed, was er in der Wirklichkeit deed. Heute haben wir Gott in Gefallen mit diesen Christen verfolgen, dass er dort abhören deed, was das nie Lehre nicht bringen deed. Aber er war das an, dass er am erreichen wird. Als er ist zu der Ansicht kam, dann dreht es das Blatt ganz rum, was ihn verlangen wir. Dann sagt er hier, Luther in Philippa 3, Vers 7, über was dann für mich gewünscht wird, also Justus Elia, sei ich nu am Christus sein Halven aus Verlieren an. Nu sagt er das so an, aus Verlieren, aus Verlust. Kijk wat hij wieder sagt, was er schrieb, in Vers 8, sagt er, mehr als dort, ich sei dort an aus Schulden, wenn ich das damit vergleiche, wo über alle Maßen viel wird mir das ist, dass ich Christus Jesus als mein Herrn kann. Will ich Christus Gott sein, sei ich dort alle an aus Schulden, aus Drag, und will muss Christus gewinnen. Das, was sein Verlangen nu wir, er will Christus proben zu gewinnen.
Dat wat hij eerst had geleerd, wat hij dan wist, dat zag hij nu zo aan als draak, als mes. Dat wir beschoden für sein Leben. So sagt er nu an, als hij Jesus Christus sich bejahend hat und am Tag gelehrt hat. Und das ist, was nu sein Verlangen wir, das zu lehren. So Paulus hat sich gewählt, das weiter zu lassen, das zu lehren und das nicht. Und er hat sich gewählt, das, was er vorher gelehrt hat, was er wisst, das will er zu sie leihen und sie leihen in eine frische Lehre anfangen. So du können hier sagen, ich hielt jemand manchen dafür, dass ich das nicht weiß, als Jesus Christus, den gekreuzigsten. Das ist, was er nu will lehren. Dat even je dat möglich sich zu hören, von er das nicht weiß, als wir dort. Und dort wird das ganz Wichtigste. Das hat nicht zu tun mit, wie viel er weiß vorher und was er gelehrt hat. Das hat nicht mit dort zu tun. Das wird nicht mit der Nähe lehren. Und das soll zu tun haben mit, was Ursache ist, was ein Mensch seine Ursache ist, was er will lehren und woran der dort lehren will. Das sage ich in Vers 5, 1. Korinther 2, Vers 5. Jünglauben soll sich nicht nur menschliche Weisheit richten, aber nur Gott seine Kraft. So das hat gleich zu tun mit menschlicher Weisheit, wofür der Mensch weiten wird und so weiter. Und das ist, was der Apostel Paul wir, was sein Leben kart wir. Da ist noch viel mehr von dem sein Leben, wo wir von reden, was beschrieben ist über kart, als das, was sein Verlangen nu wir. Er probt sich so total, dass er das nicht weiß, als was Jesus Christus, der gekreuzigt ist. Und das ist, was seine Sache, wie das, was seine Ursache, wie woran er predigen wird. Und das ist, was er sehen wird. Er wird das, was das Wort sehen wird, und das ist, was er sehen wird in der Gemeinde. Und nicht bloß das Gemeinde, aber auch alle Gemeinden, was er abgestellt hat. Und dann hier wir noch von Apollos. Apollos wird ein anderer Mensch, er wird mitarbeiten mit Paulus. Und er wird ein sehr begabter Redner. Einzig Paulus ist vielleicht sogar nicht mal ein sehr feiner Redner gewesen. Hat vielleicht gleich eine sehr clear Speech gehört, aber der Chef sagt das nicht, aber einzig leben sich dort vielleicht. Aber Apollos, dort wird ein sehr begabter Redner, sagt der Chef. Apostelgeschichte 18, Vers 25 sagt, er wird ein gelehrter Redner, der mit der Schrift gut bekannt wird. So, das Apollos hat sich gut bekannt mit der Schrift, ein Port von der Schrift, aber nicht mit der ganzen Schrift. Er sagt, gewiss, Mo Johannes sein Deiben. Das ist so wie er wird ein von Johannes der Deiber sein, nur Fall ja, und das ist, was er wisst, und das ist er schnell, und das ist, was er lernen wird. Das wird, wie er das kann, und das ist, was er lernen wird. Das sagt in Vers 26, deshalb von ganz früh an, in der Schulen zu predigen. Dann als Priscilla und Aquila am Hirden, nehmen sie an, bei sich nähen und lehren am Gott sein Weg nach Jerusalem uit. Hier wird ein paar Lied. Priscilla und Aquila, die werden sich bekannt, die haben sich bejahend mit dem Apostel Paul. Und von denen haben sie gelehrt, die haben denen seine Lehre gehört. So sie wissen sich von der Schrift noch viel, sie werden sich gut bekannt mit denen. Und diese horchten nicht aus, dass Apollos kamen, die predigen. Und sie nehmen am zu sehen und sehen, dass er nicht alles reich abrechtig predigen, er sieht nicht ganz klar mit alles, mit dem ganzen Evangelium. Und so, das nehmen wir am zu sehen und die lehren am der Schrift uit. So, als sie gehört haben von Paul. Und mir ist es interessant, und er hielt nicht von, dass er auf jeden angeredet, der eins hat gesagt, dass ich mal extra der begabte Redner und extra der, was das predigen, wer sei jeder, die mir will uitbetern. Wo einer hier nicht davon. Ich glaube, er lässt sich da vielleicht uitbetern von diesem jungen Lied. Und das, so als es mit Menschen einmal schaut, Menschen, die kicken nach einzelnen Menschen, die vielleicht sehr gute Redner sind, und wenn sie sehr fan reden können, dann lassen sich einmal leicht andrehen von so einer Redner aus dort, will sie fan reden, aber aus der wirklich der Klare, der ganze Evangelium bekannt mit sein, da lassen sich gleich Tito haben das bekannt merken lassen. So durch dann einmal wählen einzelne Menschen sich ein Mensch über den nächsten. Und das wird hier mal das passieren. Einzelne ging Paulus nur, der andere Apollos und so weiter. Und einzelne gingen sogar nur Petrus in die Lehre. So den seine Lehre haben so gehört. So einzelne Menschen, die richten sich bis nur den seine Lehre. So da werden verschiedene Lehrer in der Gemeinde, die nur folgen. Und das gibt dann oftmals Spannungen in der Gemeinde. Und das ist, was hier passieren.
En ik geloof dat het zeer goed wanneer een mens balans is en don't weer dat is, wanneer balans is te horen, wanneer eens wat is wat hij niet oprechtig heeft, er niet ganz reich is, wo er niet bekend met is, dat hij zich dan balans is, laten uit te beteren en te helpen. Dat is wo wie jeder einer sich so laten terughelpen im Wort Gottes. Einer von den anderen nicht empfindlich sein, wenn einer das hier und dat dieser Arianer, der sagt, wird vielleicht nicht ganz reich. Und ich würde gleich so sein, wenn ich eins wo wird nicht reich, oprechtig sein, ich würde balance sein, das zu hören und das reich zu merken. Wenn eins für das können hören, dass ich nicht oprechtig lernen, oder wird nicht ganz reich verstehen. Und das wird wir sollen tun. Gott sei Dank sollen balance sein, sich lassen reich zu halten, einer von den anderen. Das hat nicht zu tun mit, dass der eine Sinne Arbeit als welcher als der nächsten Sinne und deshalb weiten wir mehr tun, als der dann noch hecher und so wieder. Wir sind alle bis deiner am Wort Gottes oder am Wort Gottes als Christen. So was einmal wir tun, das hat nicht zu tun mit einer, was das und der andere, der was anderes. 1. Korinther 3, Vers 7 sagt, du bist es nicht dein Wort, der du planten dat, und nicht der du jäten dat. So, das sind dann, was die von der Arbeit ist. Als du das bist, was du planten dat, oder als du das bist, was du das jäten, was nicht geplant ist. So, er sagt, du bist es keiner Wort, was du das dat. Der du jäten dat, es wird nicht mehr als der, was du das sehen dat. Wer da was ist Gott, sagt dort. Der dort Wurzeln merken dat. Wie kann dort gehen Wurzeln merken? Wie kann gehen dort Wort sein, Menschen dort Evangelium vertalen, dort Wort vertalen und dann auch Menschen gehen Mut sprechen, wenn sie ich hier haben und sie wieder dort jäten und beten für dich oder was immer das ist. Aber wie kann dort nicht am Wurzeln merken? Einmal ist das vielleicht bedeutet, wie ich habe den Menschen ja so viel vertalt von das Wort und die kümmern sich da nicht mal an, war vielleicht anmutig, sagen, warum weiß das Mensch nicht mal? Aber weißt du, das ist gleich deine Arbeit und nicht meine Arbeit. Das ist Gott seine Arbeit, das ist, wo Gott nicht kommt, das ist, wo wir Gott seine Mitarbeiter sind. Dort am Wurzeln merken, dort ist Gott. Das ist das Wichtigste. So, das soll sein, dass wir sollen uns nicht herteilen aus den Nächsten, wenn wir vielleicht auch eine andere Arbeit tun, als der Nächste, das was immer das ist, wenn das eine Arbeit ist, eine Gemeinde, jeder in seine Arbeit ist so wichtig aus der nächsten Sinne. Und wir wissen, die Kirche hat viele verschiedene Arbeiten, die nötig sind zu tun. Die können nicht alle dieselbe Arbeit tun. Da müssen viele verschiedene Plätze sein, wo Arbeiter angestellt werden. Und das ist gut dort. Und solange es wieder mit der rechten Einstellung tun, dass wir das tun, nicht am Design zu sein wollen von anderen Menschen, dass wir das den Weg tun, als der Chef sein, dass wir das sollen tun für Gott. Das ist Kolosser 3, Vers 23 sein, dass wir sollen alles, was wir tun, dort im Herzen jeden, als für Gott. Dass wir unsere Einstellung soll sein, dass wir das tun für Gott. Nicht für Menschen. Nicht für Menschen, dass die ihn vielleicht sollen loben und dass die wollen ungesehen sein. Das ist das ganz Wichtigste. Dass wir das mit der Einstellung tun, alle Zeit und tun, was wir tun. Dass wir das tun für Gott. Dass wir für Gott schaffen tun. So soll es sein. Vielleicht bist du einer, der planten hat. Vielleicht bist du bei deiner Arbeit oder wo immer du bist. Du hast ein Verlangen, Menschen das Evangelium zu verteilen, das Wort Gottes zu verteilen. Und dann darfst du das sehen. Du das so streng durch. Oder vielleicht darfst du, wo immer alles gestreut worden, du jetzt und du das ein Mensch sprechen, dass er all gehört hat, dass er wissen das. Vielleicht bist du da, das ist gleich so wichtig. Du sagst, Vers 8, Vers den, der du planten das, und den, der du jäten das, ist kein Unterschied. Und dann sagt er, Gott wird in jedem ein Dunner belohnen, als er die Arbeit hat. Wo immer wir angestellt sind, wo immer wir von der Arbeit tun, noch als wir das tun, wo Gott uns hat angestellt, wenn wir gehorsam sind und wir tun dort ist, was das Wichtigste ist, und sagt, er wird uns eine Belohnung geben, dafür, noch was er uns gegeben hat zu tun. Und wir können nicht alle dieselbe Arbeit tun. Ich weiß, hier in unserem Markt sind viele, die haben sehr viel gerade in bessere gegeben, als ich, wenn ich fleischlich tun kann, wo ich auch kann sagen, die tun so eine viel bessere Arbeit als ich tue. Warum kann ich nicht die Arbeit tun, was die tut? Aber Gott hat mich nicht angestellt dafür. Und wir sollen doch gleich fleischlich nicht kicken. Das, was Paulus sagt, der Korinther, sie kicken nach fleischlich nur so eine Dinge nach, ist dort. Dort ist nicht ein jährlicher Verse nur die kicken. So, wie
brauchen nicht leben, dass du einen Unterschied hast zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit in der Gemeinde. Und das, was heute der Korinther sagt, die sind noch fleischlich. Nach 1000 Jahren Musik in der Tür, die sind noch so leicht aufjänstig, sagt er. Dass wir noch so vielleicht aufjänstig einer mit den anderen. Ich kann besser lernen, ich kann mehr tun, und so sind wir noch aufjänstig. Weil die einzige Person, die einzige, die nicht einen Lohn kriegen, jeder einer, der da eine Arbeit hat für Gott, und dann wird das dann erst. Da wird ein Lohn sein dafür. Da wird ein Tag, wird da eine Lohn sein. Hier irgendwann wir uns vermeiden, dann eins für bei der Arbeitsplatz, vielleicht dann verloren wir uns einen Paycheck, vielleicht auf irgendeine Werke oder was immer, wir wissen, was uns Lohn ist für die Arbeit. Aber im Jährlichen wird auch jeder einer einen Lohn kriegen, und das wird nicht von Menschen sein, das wird ein Lohn sein von Gott. Er wird in jedem einen betonen, einen Lohn geben, du nur aus der Arbeit hast. Und der Einzige, was er nicht wird kriegen, wo er nicht einen Lohn versehen, aus der, was er nicht getan hat. Der Jan, was ich will, der ich will nicht tun. Vielleicht merke ich da nicht Fehler. Einzige hat Angst vor Fehler merken. Wenn ich hier oder da war beifoten, was ich war tun, dann merke ich vielleicht viel Fehler, und dann will ich voll merken für mich selbst. Ja, da wird einmal die Ursache erst, wo die Menschen sich wählen tun, nicht was zu tun. Aber, so ich sage, der einzige Mensch, der nicht einen Lohn kriegen, als so was er nicht tun. Der wird keinen Lohn versehen. Und so eine Menschen, die sich wählen, nicht zu tun, das ist gefährlich. Ich weiß nicht, dass hier mal den Spruch hier haben, wo er sagen, der lad je hängen aus den Feinsten Workshop. So eine Menschen, die das nicht tun, die besetzen und Raumchecken tun und probieren, dass die andere Menschen kann beschuldigen für die Fehler, was sie merken, tun und so weiter. Aber hier ist ein Workshop für den Feind. Du hast den Feind zu machen und seine Arbeit zu tun, da ist so eine Person ist dort. Und da wird Gott nicht einen Lohn vergeben. So, wir wollen für Gott schaffen, und Gott seinen Weinberg schaffen, alle Taub in seinen Garten schaffen. Als Gemeindeglieder sind wir alle Arbeiter in den selben Weingarten für den Herrn. Ich habe einmal in der Mitarbeiter gehört, ich dachte an, bei der Arbeit eins, wo wir schaffen das vielleicht, wenn er einen Arbeiter hat, und ein Mitarbeiter erst besieht, ihm schaffen das, wofür wird das erst, wenn der kämpft, besieht einem und der jaft einem vielleicht eine Hand oder was einmal, wo einem das dann fehlen wird, wahrscheinlich das jetzt schaffen dann wieder Arbeit, wofür besser als wenn er einen Mitarbeiter hat, als allein schaffen. Und das kriegt wieder in der Gemeinde ankommen, dass wenn du mehr als einer ist, was an der Arbeit sind, und dann, wenn das verschiedene Arbeiten sind, aber wenn der sieht, besieht, kann gehen und schaffen in der Gemeinde, das merkt die Arbeit so viel leichter, dann ja, das scheint. Das ja scheint an der Arbeit sein. Kriegst du es ans Workplatz auch, wo wir schaffen, wenn wir eins für schaffen, und wir haben da Mitarbeiter, die mit uns schaffen, das merkt das dann scheint gehen an der Arbeit sein. Und dann besonders an denken, dass wir Gott haben als Mitarbeiter. Wofür besser als das nicht? Das scheint mit Menschen zu schaffen, mit Brüdern und Schwestern zu arbeiten, aber dann zu denken, dass wir Gott haben als uns Mitarbeiter, wahrscheinlich ist das nicht zu weiten. Das ist Paulus in Kapitel 3, Vers 9 sagen, dass wir sind Gott seine Mitarbeiter. Und die sind Gott sein Ackerwerk. Wir sind sein Ackerwerk, sozusagen in Formland. Wir sind ein bisschen Fleck, wo der mit boven die Arbeit. Ich bin ein bisschen Fleck, wo der mit boven die Arbeit. Und das braucht wer der kämpft, ab das Fleck boven sein. Jeder einer von ihnen ist ein Fleck Land, sagt er. Das braucht gewisse Menschen, die da mit boven sein, dass sie merken, dass das kann, das so annehmen und dann fruchtbar sein. Er sagt, wir sind Gott seine Mitarbeiter, wir sind sein Ackerwerk. Wir wollten das auf dem Forum, wenn eins wo wir haben viel in unserer Märkte, was du selber bekannt sind mit Forum und sind Formen. Wir wollten das, wenn die in Forum reinmerken, dann muss das ist reingemerkt, das gepflegt und das abgefragt und so weiter. Und da brauchen verschiedene Arbeiter, die ab das vielleicht schaffen dann, auf dem Forum. Was das reinmerken dann und dann darf das da oben gesät. Und dann, wenn das gesät ist, dann kommt ein anderer Arbeiter vielleicht und das besseren. Das so besseren, was gesät ist. Und dann auf einmal dann kommt das ab. Und das ist für Gott nicht kommt. Dann kommt das so ab, das Kuren kommt ab und was dort. Und ihr habt das ernt. Und so heißt es, dass wir sind alle ein Stück Land so zu sein. Ein Formgebiet, wo viel mit zu arbeiten. Und jeder einer von uns. Ich gleich das
einen Platz, wo ich von lesen deed, was das Prediger geschrieben deed von Säen und Jeiten, was der Unterschied wird. Er sagt, da was der Jeiten deed, der wird ja sehr wichtig, auch als der was das Säen deed. Er sagt, einmal dann da wir vielleicht im Verrüt hier bei uns mehr haben wir das auch wieder im Märtwerk besonders bekannt gegeben, dass der Feld für die Beten, für der was der Andacht bringt am Sonntag. Und für das soll für Gebet. Und das Prediger sagt, das, was das sehen wir, das jeiten wir. Dann tun sie das verbeten und dann ist das jeiten, dass das kann verschlagsam sein. Und er sagt, gerade so wichtig, als wir im Verüten für die Andacht beten, ist es auch wichtig, nur die Andacht zu beten. Wenn das nicht gesagt ist, er sagt, wenn jeder einer, der sich Zeit nimmt, 60 Sekunden Zeit nehmen und beten für das, was er gesagt hat, dass das kann wassen. Am Montag sagt er, gehen in sich durchsetzen für Gott, Handchen nehmen für Gott und beten für das, was er gepredigt ist worden, dass das kann Frucht bringen und Ton nehmen und verschlagsam werden. Also das wird auch ein Part wird von Wässern, von das Jeiten, das so, was er gestreut ist worden. So wir können alle verschiedene Dinge tun. Wir haben vielleicht nicht alle dieselbe Arbeit, nicht alle tun hier, tun predigen, nicht alle tun Gesang leiten, nicht alle tun, sind nicht alle Diakon, tun dein ab den Weg, aber wir können alle halten jeiten. Wir können im Gebet gehen für die Botschaft, für die Andacht, was gepredigt werden, auch für die, was gepredigt sind, dass das kann, dass es wieder fruchtbaren Grund gefallen sein, dass es kann wachsen und Ton nehmen und viel Frucht bringen. Und das ist eine Arbeit, wo wir alle können teilnehmen und wo wir können Partner sein, Mitarbeiter sein mit Gott. Und Gott kann es dann am besten machen. Und er will haben, dass wir sollen Part nehmen und dort. Wir sollen am seine Mitarbeiter sein, teilnehmen und dort, was zu tun ist. Und wenn wir das tun, dann kann das vielleicht so passieren, als Jesus soll sein, dass er von verschiedenen Städten, wo das Sod abfallen wird, auf verschiedene Sorten Erde, eins Erde als flach, eins als sehr hart und eins als mag speckig. Das ein Beispiel sein, dass wenn wir in Formen vielleicht sehen, dass das Sod wird verstreut, das fällt auf verschiedenen Gründen. Und dann redet er von, dass eine fällt auf fruchtbarer Grund, auf gute Erde, dann bringt das 100-mal so viel, als was gesät ist. Und das ist, was das Wichtigste ist. Und wir beten dann dafür, dass das dann kann auf guter Grund fallen und das kann viel mehr geben, als was gesät ist. Und dann sagt er Paulus sagt in Vers 10, 1. Korinther 3, Vers 10, du noch als Gott mir genug gäuf, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Bühmeister. In ein anderer Büht de Boven wieder, aber lot in jedem ein vorsichtig sein, wo er de Boven büht. Erst andere hier, dass wir in Fleck lohnt. Und nu sagt er hier, dass das vergleichen mit einer, was der Bühnen dat. Und noch gleich so, wenn wir Bühnen dat, wir haben auch viel, was der bekannt sind mit Bühnen. Wir wissen, dass wichtig das ist, in Gebiet anfangen zu bühnen. Das erste muss der Grund gelegt werden. Wenn du nicht, wer hat brauchen, wo der Grund gelegt worden ist, dann ist das, wo das nicht bestehen blieben. So, Paulus sagt, er wird, du noch als Gott am Genot gegeben hat er den Grund gelegt, als ein weiser Bühmeister. So, also das Wichtigste ist, dass den Grund leihen. Dass er Weisheit brauchen wird, den Grund zu leihen, du noch als das fehlen wird, dass das Gebiet soll bestehen bleiben. Und dann andere, wenn das der Grund gelegt ist, wenn die erste Foundation gegoten ist, dann kommen andere in Bühnen de Boven, kriegst du das nie Gebiet, wenn wir durch kicken, dann wird das Gebiet wird. Andere Bühnen de Boven wieder. Aber dann sagt er, das Wichtigste ist, loten jedem ein vorsichtig sein, wo der de Boven bühnen wird, ab den Grund, was er gelegt ist. Er sagt hier, er hat mit Gott seine Haupt den Grund gelegt. In ihrer März, das ist die Korinther. So, was immer du das, wo immer du bühnen das, wo du bühnen das, das Wichtigste ist, dass wir den Grund leihen, dass wir mit Weisheit den Grund leihen, nicht bloß bühnen. Wenn wir bloß unvorsichtig bühnen und den Grund abrichtig leihen, dann ist es, wenn wir ein Gebiet bühnen ab Sond, was du gleich bestehen bleiben wird. So, wenn irgendwer einen anderen Grund leihen wird, als dort, was Jesus Christus als Heil gelegt hat, dort wird nicht bestehen bleiben. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, und wenn meine
in wann wer meine Rede hielt, und nicht das, was ich gesagt habe, als aus ein anweitender Mann, der sein Haus ab Sand bühen hat. So dort ist das, wenn ein Mensch nicht weiß hat, und das Wahrheit der Boven bühen hat, wenn er nicht nur sehen wird, nur gehen hat, sich nur rechten hat. Ans jährlich als kriegst so, wenn wir nicht vorsichtig sind, wo wir ab uns bühen tun, dann ist es das, von wir ab Sand bühen tun. Und dann sagt der Vers 27, in Ostern der Regen fall, und dort Wutter keim, und der Wind blust, und je in das Haus schlug, fall dort mit einem grauten Krachen taub. So, ich habe hier, und das wird nicht bestehen bleiben. Und wenn das wird fallen, das wird sehr hunch voll. Mit einem Krachen wird das taub fallen, das wird nicht bestehen bleiben. Das ist nicht Weisgebiet, aber ein abreichend Grundgebiet. So, ich glaube, wenn wir denken, dann, was kann das Reich bedeuten, meinen, wenn er reden wird von der Regen und das Wutter und der Wind, von dort kommt das, ich glaube, das ist so zu sein, wenn die Versägungen kommen wollen in das Leben, wo wir dann bestehen bleiben. Auf was stehen wir, wo haben wir uns Grund gelegt? Wenn ein kleiner Wind, ein kleiner Sturm kommt, dann fallen wir vielleicht taub und wir anmutig, und sagen wir nicht bestehen, bleiben nicht bestehen. Wo haben wir abgebüht? Wenn die Prüfstecken kommen in uns Leben, und das passiert so oftmals, dann kommt es zu tun, dann hat es immer zu tun, wo wir gebüht haben. Haben wir ab Sand gebüht, kommt ein kleiner Wind, ein Püster durch, und voll wir rauf, das ist ein Gekrach, ein Hühnscher voll. So, ich glaube, es ist gut, dass wir uns unser Segen tun. Wo do wir abbühen? Do wir ab den Grund bühen, was Jesus Christus gelegt hat? Und da wollen wir wieder bühen, und da wir uns in einen Grund leihen, was nicht bestehen bleiben wird. Ich glaube, das ist das ganz Wichtigste, dass wir da noch kicken tun. So, mein Gebet ist, dass wir alle taub an der Arbeit sind für den Herrn in der Gemeinde, dass wir ein Verlangen haben, taub zu schaffen, nicht an einen anderen kicken, was die von der Arbeit haben, sie denken, den sie eine Arbeit als mehr wird, als meine Arbeit, da noch, was die vielleicht nicht later Lohn kriegen oder was immer. Aber dass wir lieber wollen, wo immer Gott ans Hand stellen hat, was wir zu tun haben, dass wir wollen dort annehmen und gehen damit schaffen. Dann wollen wir einen Lohn kriegen dafür, da noch aus wie sie wollen sind gewesen, damit zu arbeiten. So mein Gebet ist, dass wir taub wollen schaffen, dass wir ein Verlangen haben, eine Einigkeit als Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Taub schaffen wollen, dass wir eine Freude haben, dann wird das schon gehen, schaffen im Herrn sein. Gordon. So, wo bist du? Weißt du, dass du Gott sein Mitarbeiter bist, oder bist du noch bloß für dich allein? Schaffst für dich allein den einen Willen, den einen Sinn? Das ist meine Frau für uns alle. Da wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diese schöne Gelegenheit, die wir gehört haben, von der Samarias uns zu versammeln. Von der Samarias zu hören, von was das Reich zu tun hat mit Mitarbeiter sein, mit die Taub, und was das Wichtigste ist zu tun. Dass einem seine Arbeit nicht wichtiger ist als der nächsten seine Arbeit. Wenn du uns hast eine Arbeit gegeben, dass wir nicht blocken, uns Schlagfeuern, dass wir nicht können tun, dort was der Nächste hat. Du hast jedem eine Gabe gegeben, wo der mit schaffen kann, wo der mit arbeiten kann. Und ich danke dir Gott, dass wir nicht blocken, proben, anderen seine Arbeit zu tun, wo der vielleicht nach uns Feuern gehen, noch fleischliche Feuerungen gehen hat, wo wir vielleicht glauben, den seine Arbeit als wichtiger und mehr wird als meine Arbeit. Ich danke dir Gott, dass wir von der Mal so den Wörtchen sein, dass dort als kein Unterschied wäre sein, oder was wäre jeiten, dass dort einen Unterschied merken, dass wir sind alle Arbeiter in den Werk hier auf Erden. Ich bitte Herr, dass wir an der Arbeit sind und dass unsere Ursache für die mit jedem Schaffen erst wird sein, dass wir können andere Menschen nicht die leiden, dass wir viel Säulen können gewonnen werden, dadurch, was wir verlangen haben, was uns verlangen soll sein, dass andere Menschen können das Wort Evangelium zu hören kriegen und dass die dadurch werden können zu der Erkenntnis kommen und geraten werden. Das ist, was uns verlangen ist und dass wir wissen, dass das die Ursache, wo wir was haben, dass wir sollen gehen und arbeiten, wo die uns anstellen ist. Ich danke dir noch einmal, Herr, für das Wort. Du sagst, dass alles, was wir haben, den Wort, was uns gegeben ist worden, ist für uns von zu lernen und andere zu helfen und uns auszubessern, wo immer das fehlen hat. Und help uns das, Herr, wenn das fehlen hat, dass uns viel auszubessern auf einzelnen Weichen, wo immer, wenn wir nicht die rechte Einstellung oder die rechte
Verständnis haben von eigens wat, dat wir auch wollen wel zijn ans loten uit te beteren, wo immer dat fehlen, dat wir wollen ans wel zijn von einer von den anderen loten sein, wann dat fehlen, dat als leibende Brüder und Schwestern. Dank dir, Herr, für den Wort, wo du das segnen, zu uns alle, und wenn wir von hier gehen, dass wir wollen wirklich das annehmen, was wir hier tun, dass wir nicht bloß wollen hören, was den Wort sein hat, aber dass wir auch das wollen tun, dass wir das wollen anwenden in uns Leben. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.